Ja, Demut wollte ich vor allen Dingen Liberia entgegenbringen, dem Land, in dem ich ein Jahr gearbeitet habe und über das ich jetzt nochmal geschrieben habe, aus kindlicher Perspektive auch. Demut deswegen, weil Liberia nach 14 Jahren Bürgerkrieg ein sehr schwieriges, komplexes Land ist, dem man sich eigentlich schreibenderweise mit sehr viel Vorsicht nähern muss, um auch zu verhindern, dass man mit Klischees und Vorurteilen arbeitet. Deswegen habe ich versucht, eine demütige Haltung einzunehmen bei meinem Schreiben. Das Trauma hat mich halt in meiner Arbeit als Psychologe beschäftigt, in Liberia auch, in der Psychiatrie, für eine NGO, deutsche NGO Cap Namur, für die ich da ein Jahr gearbeitet habe. Für das Buch, also den Roman Bo, spielt es ein bisschen auch eine Rolle, weil die Hauptfigur, einer der drei Hauptfiguren, Benjamin, in einer gewissen Weise auch ein bisschen traumatisiert ist durch seine Schulerfahrungen, die Misshandlungen, die er dort ertragen muss. Also Rausch fällt mir sofort ein, wenn ich an meine Arbeitserfahrung im NGO-Bereich denke. Das Jahr, das ich in Liberia verbracht habe und für die deutsche NGO Cap Namur gearbeitet habe, die Arbeit dort hatte manchmal etwas Rauschhaftes, auch mit den negativen Implikationen, dass die Arbeit im NGO-Bereich auch so einen Suchtcharakter hat, weil der Gestaltungsspielraum, die Intensität dieser Arbeit so groß ist, dass man dann oft, wenn man nach Deutschland zurückkehrt, seine hiesigen Arbeitsbedingungen als weniger attraktiv erlebt und meistens dann auch das Bedürfnis empfindet, wieder zur nächsten Mission aufzubrechen und zur nächsten Aufgabe in ein anderes Land zu fahren.